Egal aber, wenn es jetzt um das Thema geht, Master- und Publishing-Recht, dort einfach generell, weil man halt auch grundlegend das Thema Einnahmequellen für Künstler anschaut und wo man halt am meisten Geld macht heutzutage in der Industrie. Egal, welche Leute euch irgendwie versuchen, etwas anderes zu sagen, ihr müsst wie so ein bisschen nachvollziehen und verstehen, dass Masterrecht und Publishingrecht von einem Song immer noch am meisten Wert haben, beziehungsweise wenn das alles so machst, wie es machen und wenn das richtig abläuft, dann sollte man mit dem Master und mit dem Publishing-Recht oder mit den Geldern, die dort eingespielt werden, am meisten Geld machen. Oder am meisten Umsatz als Künstler oder als Kreativkopf, wo das Werk entstanden hat. Ich sage das, weil es vielmals so Diskussionen gibt, wo halt Leute aus der Industrie oder Leute, wo sich so ein bisschen halb auskennen und teilweise halt auch irgendwie von anderen Einnahmequellen reden wir oftmals davon, dass zum Beispiel Live oder halt Corporate Gigs oder halt andere, und zu all diesen Sachen kommen wir nachher noch, aber dass halt Live oder Corporate Gigs oder irgendwie Brand-Sachen, dass das eigentlich die neue Art ist, wie man Geld macht als Künstler oder als Artist. Das mag alles sein, dass das ergänzende Einnahmequellen sind, als Künstler oder Künstlerin, aber es ist nach wie vor so, dass das meiste Geld, das man machen kann, potenziell im Masterrecht und im Publishingrecht drinnen ist als Künstler. Passt daher dort auch einfach ein bisschen auf, wenn euch Leute versuchen zu erklären, ja, eigentlich macht man nur mit Live Geld heutzutage als Künstler. Das stimmt dann einfach nicht ganz. Weil die Industrie als Ganzes, die Musikindustrie, macht nach wie vor immer noch am meisten Geld mit Publishing und Master Rights. Sprich, als Künstler ist es halt dann dein Auftrag, möglichst viel an dem Songmaster oder auf der Verlagsseite als Autor, als Texter oder Komponist möglichst fest dort reinzusteppen. Thierry, Sally, dass du auch noch dabei bist da. Ist das vor allem das euer Auftrag, weil ihr dort könnt sicherstellen, dass ihr nachhaltig im Sinn von langfristig, für potenziell 20, 30, 40 Jahre, immer werdet Geld bekommen, wo ausgeschüttet kommt, oder Entschädigungen von einer Suiza oder von einem Label oder sonstigen Leuten, mit denen ihr die Songmasters und Verlagsrechter entwerten. Einfach, dass ihr das ein bisschen versteht. Master- und Publishing-Recht, dort ganz fest aufpassen als Künstler. Das sind mitunter die zwei Teile vom Urheberrecht, die am wichtigsten sind als Musikschaffende. Das ist einfach das, was ich so ein bisschen mitgeben an dieser Stelle.